Die Geschichte von Aquileia, im Nordosten Italiens gelegen und eines der bedeutendsten archäologischen Zentren in Europa, beginnt in ferner Vergangenheit. Am Beginn des 9. Jahrhunderts vor Christus war es eine kleine Ansiedelung, in der Waren, welche aus venetischem Gebiet und über das Meer angekommen sind, getauscht und gehandelt wurden. Hier gründete Rom 181 vor Christus eine Kolonie, die von Beginn an militärischer Vorposten war und die sich im Laufe der Zeit zu einer Stadt entwickelte. Diese war noch Jahrhunderte später für Moenibus et Porto Celeberrima, für seine Mauern und den Hafen berühmt. In einem Gebiet, das schon in der Vergangenheit Schauplatz für den Handelsverkehr zwischen Alpenraum und Meer sowie weiter zu den Anlaufhäfen des Nahen Ostens war, entwickelte sich mit Aquileia ein reiches, urbanes Zentrum mit großen öffentlichen Gebäuden und Palästen, Straßen und Vierteln, luxuriösen Villen und monumentalen Plätzen. Im Umland wurden Wein und hochwertige Früchte für den Export produziert. Die zahlreichen Werkstätten spezialisierten sich zunehmend in der Produktion und Verarbeitung von Ziegeln, Keramik, Metall-, Glas- und Bernsteinobjekten sowie kostbarer Steine. Hier in Aquileia hielten sich Armeen und Imperatoren auf, oder sie sind bei Verteidigungs- und Eroberungszügen hier vorbeigekommen. Das Edikt Konstantins und damit die Freiheit der christlichen Glaubensausübung erlauben im Aquileia des 4. Jahrhunderts die Errichtung früher religiöser Bauten. Im südlicher gelegenen Bau, wo heute die vom Patriarchen Popone errichtete mittelalterliche Basilika steht, hat sich das größte frühchristliche Fußbodenmosaik des Okzidents erhalten. Die fortschreitende Evangelisation und ihre Ausbreitung über die Alpen hinweg haben zur Entstehung einer großen Kirchenprovinz beigetragen. Unter den Bischöfen von Aquileia, welche sich ab dem 6. Jahrhundert Patriarchen nannten, entstand eine neue Kultur, die aus dem Zusammenwirken der 3 großen europäischen Zivilisationen erwuchs: der deutschen, slawischen und lateinischen. Geschichte, die von der Erde verborgen und zurückgegeben wird. Fragmente des Lebens und Formen der Erinnerung, die im Archäologischen Nationalmuseum von Aquileia aufbewahrt und in einem faszinierenden Rundgang zugänglich werden. Sammlungen von herausragender Bedeutung gehören zum Grundbestand des Museums, wie zum Beispiel jene des im 18. Jahrhundert wirkenden Giandomenico Bertoli, eines kanonischen Friaulers mit antiquarischer Leidenschaft. Bertoli sammelt in seinem Haus unweit der Basilika zahlreiche Inschriften, die er auch einmauern lässt. Er zeichnet, bestimmt und verwahrt größere sowie kleinere Fundobjekte, die kontinuierlich auf den Feldern um Aquileia zutage treten. Im Sommer 1807 gelangen die Funde in die vor der Basilika stehende Taufkapelle. Und diese wird zum Museo Eugeniano und damit die erste öffentliche Einrichtung Friauls, die unter der Regierung des napoleonischen Frankreichs entsteht. Die Region liefert Napoleon Bonaparte den Adler mit gespreizten Flügeln, Zeichen seiner Macht, das ihn über seine gesamte Laufbahn begleitet. Schon wenige Jahre später, 1813, schließt das Museum in Aquileia. Aber die Grabungen, von den Habsburgern unter die Leitung des kaiserlich-königlichen Wasserinspektors gestellt, werden weiter verfolgt. Es werden Bestandslisten erstellt und neue Ankäufe getätigt. Die damals gültigen Gesetze erlaubten jedermann, Fundobjekte zu besitzen.
Wissenschaftler und Behörden sind hingegen davon überzeugt, dass archäologische Hinterlassenschaften nicht verstreut, sondern erneut zusammengetragen und innerhalb eines musealen Rahmens geordnet werden sollten. So wird 1873 mit beträchtlichen staatlichen Zuschüssen von der Gemeindeverwaltung Aquileia ein eigenes Kommunalmuseum eingerichtet. Der Schritt wurde aber der archäologisch reichen Landschaft nicht gerecht. Gänzlich ungenügend erschien es vor allem Enrico Maionica, herausragende Figur des kulturellen Lebens jener Zeit. Nach einem Studium an der Universität Wien unterrichtete er Latein und Italienisch am Gymnasium in Gorizia und war leidenschaftlicher Korrespondent der Zentralkommission, welche über die kulturellen Hinterlassenschaften des Reiches wachte. 1879 genehmigt Kaiser Franz Joseph I. die Gestaltung eines neuen Museums, das diesmal aber in staatlicher Hand sein sollte. Der Sitz, hier auf einem Foto der damaligen Zeit, sollte die nie vollendete Villa der Adelsfamilie von Cassis sein. Am 3. August 1882 wurde bei Anwesenheit des Erzherzogs Karl Ludwig das Caesarium Museum Aquileiense eingeweiht. Der erste Direktor wurde Enrico Maionica. Bis heute prägt sein Schaffen und seine Leidenschaft die Ausgestaltung der Einrichtung. Eine sorgfältige Darbietung, gleichzeitig von Neugierde gezeichnet, rückt monumentale Objekte neben Fundstücke des täglichen Lebens, prachtvollen Schmuck neben einfache Gebrauchsgüter und lässt sie in einer Zeitreise zusammen bestehen. Der erste Saal ist den Porträts gewidmet. Was von Statuen und Sarkophagen übrig geblieben ist, erinnert an den Fluss der Zeit. Jedes Gesicht eine Person, jede Person eine Geschichte, verloren zwischen 1000 anderen, aber bedeutend wie keine andere. Alte Menschen, streng, adelig, die ersten Generationen von Aquileia, junge Frauen, der Mode entsprechend frisiert, männliche Antlitze in den besten Jahren, Augen, die ruhig auf das Zurückgelassene blicken. Deutlich angespannter und nachdenklicher die Gesichter der Statuen des 3. Jahrhunderts, eine Zeit geprägt von sozialen und politischen Spannungen. Blicke, die mit Beklemmen eine ferne Weltanschauung betrachten, vielleicht Spiegel der eigenen Existenz. Die Großplastik. In einem Raum sind mit Bedacht Skulpturen von Personen öffentlichen Interesses oder von Rang gemeinsam mit für uns unbekannten Männern und Frauen zusammengestellt. Vielleicht Zeugnis einer alten kindlichen Zuneigung sind diese Grabmonumente zweier Ehepaare, die in Abstand von einer Generation verstorben sind. Majestätisch ist die im Umland von Aquileia aufgefundene Statue, die Navarca, die den Triumphator auf dem Meere darstellen soll. Immer noch ohne Gesicht und Name. Um das kaiserliche Haus zu lobpreisen, sind diese 3 Figuren mit minutiöser Genauigkeit in Marmor gemeißelt worden. Augustus, bekleidet als Pontifex Maximus und mit Schleier verhülltem Haupt, um so den Göttern Respekt zu zollen. Claudius, in militärischem Gewand, der dem Gestus nach Aufmerksamkeit zu verlangen scheint für das, was er im Begriff ist, zu sagen. Eingeschlossen in ihre Drapierung, eine weibliche Statue. Vielleicht Antonia Minor, Tochter Mark Antons, Mutter
des Kaisers Claudius. Sit tibi terra levis. Die Erde sei dir leicht in dieser Schattenwelt. Von den Friedhöfen Aquileias sind diese Grabmonumente, die in Andacht von der Familie, Freunden oder jemand, der das Arbeitsleben mit dem Verstorbenen teilte, aufgestellt worden. Diese erinnert an einen Soldaten, der fern seiner Heimat verstorben ist, die Stele in Helmform. Und die Darstellung mit der Kraft einer Momentaufnahme, auf einer Stele abgebildet, die die Werkstatt eines Eisenschmiedes zeigt. Er schläft einen tiefen Traum. Das Kind, ausgestreckt auf einem Marmorbett, ist Hypnos, Personifizierung des Schlafs, und er hält noch den Mohn, dessen süßer Saft die Ruhe schenkte, in der Hand. Fest an sich gedrückt hält der kleine Amor mit nachdenklichem Gesicht den Korb, Sinnbild der Fülle. Und in tiefem Dialog aus Blicken versunken sind die Gesichter einer Frau und ihrer Seele, beziehungsweise zwischen Mutter und Tochter, die der Tod getrennt hat. Zeremonie von Traurigkeit und gleichzeitig von Feierlichkeit, jene des Banketts zu Ehren eines Verstorbenen, für ewig überliefert auf einer Urne aus Stein. Die Statue der Venus, Göttin der Liebe und des Lebens, mit ihrem perfekten Körper fängt sie das Licht ein und gibt es zurück. Von der Welt der Religion künden offensichtliche Darstellungen. Diese reichen von der öffentlichen bis zur privaten Sphäre und sind mit der Erinnerung jener verbunden, die bereits nicht mehr waren. Der Altar der Dei Parentes, der Ahnen, innerhalb des Bestattungsareals wurde auf ihm zu Ehren der eigenen Verstorbenen geopfert. Der Altar des Eupor, geweiht dem Silvanus, Gott der Hirten und der Wälder. Er versprach ein Wiederaufleben der Natur. Und der Stein, der Mitra hervorbrachte, östliche Gottheit, Herr des Lichts, siegreich über die Dunkelheit. Die Serie an Medaillons, hier auf Wunsch von Enrico Maionica ausgestellt, schmückte vielleicht den Portikus des Forums, den monumentalen Zentralplatz der antiken Stadt oder eine Residenz von hohem Niveau. Die Köpfe von Jupiter, Vulcanus, Merkur, Juno, Venus. Die festen Blicke fixieren einen fernen Punkt, unsichtbar und schon verloren in der Zeit. Im ersten Stock durch die antiken Säle, von der Skulptur zum künstlerischen Handwerker, auf Entdeckung der durch Kostbarkeit des Materials und Sorgfalt der Bearbeitung verbundenen Objekte. Schillernde Farben, Glitzern, Lichtreflexe auf den Oberflächen. Die Gemmen, harter Stein, Halbedelsteine, transparent und opak, flach und konvex. Dazu bestimmt, der Stolz eines wissenden Sammlers zu sein. Von kostbaren Verschlüssen eingefasst, den Hals zu schmücken, beziehungsweise an Gold, Silber, Bronze und Eisenringen die Finger zu zieren. Vermittlerinnen eindeutiger Botschaften oder verborgener Zurückhaltung, materieller und spiritueller Wirklichkeiten. Ich bete Jupiter an. Ich verehre Mars. Ich bin der Venus unterwürfig.
könntest du immer blond sein. Aquileia ist das wichtigste Produktionszentrum Norditaliens gewesen. Start- und Endpunkt für das Rohmaterial, welches dann für die verschiedenen Märkte weiterverarbeitet wurde. Das Rot und Orange des Karneols, der von den Alpen kam. Das Grün des Prasiolith, der aus dem Orient hierher gelangte. Das Violett der Amethyste. Jaspis in verschiedenen Farben. Zahlreich und gut besucht waren die Werkstätten, in denen gewandte Handwerker aus Naturstein ovale, runde, facettierte, große und kleine Gemmen zur Freude der Kundschaft herstellten. Jede Gemme verbirgt als Geschenk oder Kauf die Gelegenheit zum Feiern. Ein kleiner Luxus, eine große Freude. Nochmals das Universum der antiken Religionen. Hier zu sehen durch gewöhnliche Objekte, die in den Heiligtümern und Werkstätten erworben wurden, um ins eigene Heim einen Hauch des Göttlichen zu bringen. Hilfe und Schutz von Isis, der alten ägyptischen Göttin, Beschützerin der Frauen und Kinder. Von Harpokrates, ihrem Sohn, ein Kindsgott, mächtig und verspielt. Sein Bild, wie hier auf dem Goldohrring, belebte auch weiblichen Schmuck. Und von Apis, Gottheit, die die Gestalt eines Stieres annahm. Und von Osiris, der aus dem Totenreich zurückkehrte. Und Hilfe von Mitra, den Raben begleiten. Und so verstecken auch die neuen Religionsanhänger ihr Gesicht unter Masken mit langem Schnabel wie auf diesen Öllampen. Sistren werden am Bett einer Gebärenden gespielt, um durch den hypnotischen Klang die Schmerzen zu lindern. Kleine Bronzedarstellungen werden im Lalario, den im Atrium befindlichen Hausaltar, aufgestellt. Hier wurde vor jeder Mahlzeit vom Pater Familias um Schutz gebeten. Und da für die Christen die Flamme Christus das Licht der Welt war, wurden die Öllampen zum Symbol. Symbol Gottes und der zu erlangenden Gnade. Licht, das zum goldenen Reflex auf dem Glasbehälter wird, der Moses beim Schlagen des Fells zeigt. Oder Christus, der die Apostel lehrt. Darstellungen, die von den Gläubigen als kontinuierlichen Dialog mit Gott verstanden wurden. Und Licht verströmte dieser große Leuchter aus dem 4. Jahrhundert. Er erhellte den vierseitigen Säulengang vor den 2 Aulen des von Bischof Theodor errichteten frühchristlichen Baukomplex. Ein Bronzeobjekt von außerordentlichem Interesse. Es wurde bei Grabungen in der Basilika aufgefunden. Diese brachten Spuren hervor, vielleicht des großen Brandes von Aquileia, der 452 von Attilas Hunnen gelegt wurde. Keramik, zerbrechliches Material und gleichzeitig beständig, unterrichtet uns umso mehr über Jahrhunderte hinweg von verschiedenartigem Hausrat.
glänzende Oberflächen von schwarz gefirnister oder rötlicher Ware, zusätzlich mit Dekoren verziert. Mit geritzter Schrift, um vielleicht den eigenen Teller zwischen den anderen zu erkennen oder um, im Grabe niedergelegt, eine letzte Botschaft für das Jenseits mitzugeben. Tischgeschirr, wertvoll, um die antike Gesellschaft über die Entwicklung des Zeitgeschmacks kennenzulernen. So schreitet man von der schwarzen Farbgebung in frühester Zeit hin zum um die Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus in Arezzo entwickeltem Rot, um dann zum reich verzierten gallischen Geschirr und zu den glänzenden Oberflächen des Orients. Oder Afrikas, wo einfache Muster mit feinen Bedeutungen dominieren, zu gelangen. Aus gebranntem Ton sind auch die Amphoren. Die Transportgefäße zeugen von Reisen und Kontakten der Völkerschaften des Mittelmeerraums. Nützliche Behälter, um Öl, Wein, Fischsoße, Oliven und Früchte zu transportieren. Küchengeschirr, Töpfe und Pfannen von kundigen Händen genutzt, um einfache Gerichte oder erlesene und geschmackvolle Speisen zuzubereiten. Gerüche und Erinnerungen antiken Geschmacks, wie zum Beispiel das kräftige Frühstück auf Basis von Eiern, Fleisch und Pinienkernen, dessen Überreste sich noch in einer Schüssel vom Ende des 3. Jahrhunderts erhalten haben. Die Mahlzeit wurde durch einen plötzlich ausbrechenden Brand unterbrochen und die Bewohner mussten das Haus verlassen. Terrakotten erlauben uns auch, in kleine geheimnisvolle Welten vorzudringen. So zum Beispiel jene der Kindheit, die sich in Kinderspielen und Spielzeugen, Marionetten, Murmeln und Trillerpfeifen manifestiert. Oder in Sparbüchsen, kleinen Töpfen, in denen für kleine Puppen aus Knochen gekocht wurde. Kinderspielzeug, das ein immer neues Bild vermittelt, welches dennoch immer gleich ist. Vom Saal der Keramiken in den Saal der Bronzen. Unterschiedliche und sich ergänzende Aspekte des antiken Lebens. Objekte in Silber, Bronze und Eisen begleiteten den Tag der Frauen und Männer, Soldaten, Offiziere und Sklaven, Ärzte und Musiker. Kostbare Elemente in häuslichen Schränken. Symbole sozialer Rituale, die die Repräsentationsräume eines römischen Hauses bereicherten. Hier war das Mobiliar häufig mit Metallen, Elfenbein und anderen wertvollen Materialien verziert. So zum Beispiel die Triklinien oder Falthocker mit zu Füßen ausgeformten Beinen. Von Luxus erzählen auch weitere Einrichtungsgegenstände, bronzene Kandelaber und Öllampen in raffinierten Formen, die sich nie gleichen. Bei Banketten wurde mit Fingern gegessen. Dennoch war immer Bedarf, sich diese zwischendurch mit warmem Wasser zu waschen. So sind diese getriebenen Bronzeblechkannen des 2. bis 4. Jahrhunderts unseren heutigen Thermosflaschen nicht unähnlich. Hier das Trinkservice, eine stilvolle spätantike Kanne mit Frauenbüstenmedaillons. Für Wein, der niemals rein, sondern mit Wasser verdünnt
im Winter mit heißem und im Sommer mit kaltem getrunken wurde. Metallgegenstände des täglichen Lebens der Frauen und Mädchen. Die Spiegel mit sorgfältig polierter Scheibe. Man sagte, das Gesicht, reflektiert von einer glänzenden Scheibe, erschiene schöner. Metall fand auch für Rasiermesser und Strigiles Verwendung. Letztere sind gebogene Gegenstände, die zur Säuberung des Körpers dienten, der zuvor mit Öl und Sand eingerieben wurde. Ebenfalls aus Metall sind die Verzierungselemente für Militärgürtel, sogenannte Cingula, und für Fibeln zum Gewandverschluss. Ein Helm wie dieser, ein prachtvolles Paradestück. Eisenblech mit Silber belegt und verziert mit Weintrauben. Er war einem Kavallerieoffizier vorbehalten und datiert in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Lichtstrahlen brechen sich in dünnen Flächen. Blasen aus nichts, die in den Werkstätten kunstfertiger Handwerker geboren wurden. Glaserzeugnisse aus Aquileia, Vorgängerin von Venedig. Sie sind in Bezug auf Quantität und Qualität außerordentlich gut erhalten. Ein Großteil der Stücke entstammten Gräbern, bei denen die Gefäße als Beigaben und als Bestandteil des Bestattungsritus dienten. Es war der Leichenbrand Verstorbener, der nach Gerüchen verlangte. Aus Balsamgefäßen, Tropfen für Tropfen dargereicht, erbrachten sie den ersehnten Frieden. Eingeschlossen in Glasbehälter sind die Aschen von Frauen und Heranwachsenden. Die Glastöpfe wurden zur Aufbewahrung von Früchten und Konserven verwendet und sie sind deutliches Zeichen der Ungleichheit. Man hat elegant geschwungene Gläser gefertigt, die Infundibula. Sie löschten den Durst bei Banketten oder dessen, der neben dem Grab eines geliebten Verwandten trinkend die glühende Hitze lindern wollte, die dieser bei seiner langen Reise in eine dunkle, überirdische Ruhestätte empfinden musste. Es waren die Ringe und Halsketten, die den ins Schattenreich Eintretenden schmückten. Bunte Perlen, fantasievolle Formen, Zeichnungen, kleine Perlen, die Schmuckstücken von jungen Mädchen schienen. Deutlich prächtigere und größere Perlen. Prunkvolles Zeichen weiblichen Stolzes und unschuldiger Eitelkeit. Kostbar waren die Pyxiden mit Goldbändern, wie diese, die zur Verwahrung von Pulvern und Kosmetika diente. Erinnerung einer Frau an ein vergangenes Leben. Warm ist die Farbe des Goldes. Leuchtend hell sein Kontrast mit den Gemmen. Schmuck. Ihn zu sehen, ihn zu entdecken und dieselben Empfindungen zu verspüren wie einstmals jene, die ihn sich wünschten und kauften. Damals, in römischer Zeit wie heute,
war soziale Darstellung bestimmt durch Ornamente, die sich in einer grundsätzlichen und verständlichen Sprache ausdrücken. Gold untermalte alle Lebensabschnitte. Es nahm an der Hochzeit in Form eines Ringes teil, war Teil der Geburt, begleitete in den Tod und stimmte die Seele sanft auf ihren Weg in unbekannte, beängstigende Dimensionen. Die Schmuckstücke aus Aquileia sind größtenteils aus weiblichen Bestattungen überliefert. Hier wurden sie mit Bedacht und genau definierten Intentionen niedergelegt. War die Verstorbene eine verheiratete Frau, dann erlaubte ihr der Schmuck anhaltende Schönheit. Handelte es sich hingegen um ein Mädchen oder eine junge ledige Frau, dann war Gold eine Entschädigung für ein nicht genossenes bzw. verweigertes Leben. Und man entdeckt vergessene Gebräuche. So trug man den Ring am vorderen Fingerknochen und vermied, den Mittelfinger mit Ringschmuck zu bekleiden, da dieser aufgrund einer vulgären Geste als impudicus oder infamis galt. Weiterhin stelle man sich die Ohrringe mit 2 oder 3 Perlenanhängern am Ohrläppchen vor. Schmuckstücke, die schon Plinius der Ältere als Crotalia, kleine Kastagnetten, bezeichnete. Die Besitzerin lauschte sicherlich befriedigt dem Gebimmel der zusammenschlagenden Perlen. Und das Unglück, erschreckt durch den Lärm, blieb gewiss fern. Es handelt sich bei der am Beginn des 2. Jahrhunderts bestatteten Frau vielleicht um eine Priesterin, die verbrannt und mit einem zylindrischen Anhänger, Sandalen mit goldenen Efeublättern und einem Kleid oder Schleier bestattet wurde. Der Stoff war mit 203 kleinen Applikationen in Fliegenform verziert, die mit Geduld aus kleinen, dünnen Goldblättchen hergestellt wurden. Die Schmuckstücke könnten auf Ägypten und die Göttin Isis verweisen. Ihren Kult übten Frauen unterschiedlichen Standes aus. Honigfarbene Harztropfen wurden zu Anhängern, die von Meerwellen geglättet waren. Weiche Oberflächen, glänzend wie Seide. In diesem Saal befindet sich die weltweit größte antike Bernsteinsammlung. Mit Aquileia ist der bedeutendste Verarbeitungsort für Rohbernstein zu identifizieren. Dieser gelangte von den baltischen Küsten über die Alpen hierher. Hier wurde er bearbeitet und in alle Regionen des Imperiums verkauft. Man glaubte von Bernstein, das antike Succinum, er hätte magische und therapeutische Wirkungen. Dies ist in seiner mysteriösen Eigenschaft begründet. Wenn er gerieben wird, strömt er einen intensiven Geruch aus und lädt sich elektrisch auf. So wurden elegante Nippes geschaffen, die das damit ausgeschmückte Haus aufheiterten. Rundplastische Figürchen wie Eros und Anteros, die glückliche und unglückliche Liebe im ewigen Kampf untereinander. Und so fehlten auch nicht fantasievoll dekorierte Ringe. Mit Frauenbüsten, die den Moden der Zeit entsprechende Frisuren tragen. Oder Kleinobjekte wie Würfel und Spielsteine, mit denen das Spiel des Lebens gespielt wurde. Behälter für Schminke und Parfum, mit denen Damen und junge Frauen die Schönheit suchten. Schließlich 2
der bedeutendsten Fundstücke, die erst jüngst in Aquileia in einem Brunnen auf dem Forum ausgegraben wurden. Die vergleichsweise antike Bronzeapplikation stellt den Wind dar, vielleicht die Bora, die in dieser Gegend ungestüm weht. Weiterhin ein Männerkopf in vergoldeter Bronze, der das Bildnis eines reifen Mannes, wahrscheinlich eines Imperators, ist. Die Anzeichen für das gewalthafte Entfernen der Büste könnten Folgen eines unvermittelten Herrschaftswechsels innerhalb des dunklen 3. Jahrhunderts sein. Im letzten Saal wird der Schlüssel verwahrt, mit dem nicht nur in der Antike all das bisher Gesehene erworben werden konnte. Geld. Wir betreten nahezu einen Geldschrank, um Bronzemünzen für den täglichen Einkauf. Gib mir 6 Asses Brot, 2 Asses Wein und Goldstücke für weitere kostbare Sachen zu entnehmen. Die Sammlung umfasst über 40.000 Münzen, von denen die interessantesten ausgewählt wurden, wie zum Beispiel Emissionen der Zeche von Aquileia. Die Zeche wurde von Diokletian in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts eröffnet und war bis 425 in Betrieb. Sie lieferte das bronzene Bargeld, das heißt den Sold für die historisch bezeugten Truppen, die zur Verteidigung der Ostgrenzen stationiert waren. Laubengänge umschließen den Garten des Museums und bilden eine Galerie der Lapidarien. Sie wurden in den Jahren 1898, Jahr des Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph, und den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erbaut. Sie wurden für die großen Denkmale entworfen, die in Aquileia aufgefunden wurden. Hier sind ausgewählte Zeugnisse öffentlicher und privater Architektur gemeinsam mit einer Inschriftensammlung ausgestellt, wobei letztere ein beredtes Beispiel liefert für eine Stadt, die ein Punkt der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Sprache und Kultur war. Herausragend sind die Grabsteine, welche ein Gesamtbild der in römischer Zeit geläufigen Formen darstellt. Jede einzelne bietet Informationen über soziale Bräuche und spirituelle Vorstellungen. Beeindruckende Altäre reihen sich aneinander, sowie Stelen und Sarkophage, die Zeichen der Gnade und des familiären Stolzes sind. Aber nicht nur. Ebenfalls finden sich raffinierte Mosaike aus den reichen Häusern Aquileias. Aus einer der schönsten Wohnsitze der Stadt ist ein seltenes Asaroton, ein Fußbodenmosaik, überliefert. Dieses verbildlicht, in feinen Mosaiksteinchen gezeichnet, einen nicht gefegten Boden nach einem abgehaltenen Bankett. Und den Raub der Europa als ein leidenschaftliches Symbol dazu bestimmt, das eheliche Gemach zu verschönern. Und die Schwelle mit verflochtenen Weinreben teilte 2 Räume. Mosaikteppiche waren auch in öffentlichen Gebäuden vorhanden. So zum Beispiel im Komplex der Großen Therme, die in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datiert werden und am westlichen Teil der Stadt zwischen Zirkus und Amphitheater gelegen waren. Einen besonderen Bereich stellt die nautische Sektion dar. Das Schiff aus Eiche, Nuss und Tanne wird in das 2. Jahrhundert nach Christus datiert und wurde im Bereich des antiken Lacus Timavi aufgefunden. Die Region ist heute grundlegend verändert.
In kurzer Entfernung von der Küste erhob sich eine Insel, die reich an thermalen Quellen und auf der eine Villa erbaut war. Und Schiffe wie das hier ausgestellte dienten als Verkehrsmittel zwischen dem Festland und den weiteren Behausungen in der Nähe. Ein weiterer Rundgang wurde dem Publikum durch die Eröffnung der Magazine ermöglicht. Interne Räumlichkeiten in einer Serie von untereinander verbundenen Sälen, die um Mitte des vergangenen Jahrhunderts eingerichtet wurden, um das Fundmaterial aufzunehmen, das archäologische Ausgrabungen in und um Aquileia ans Licht brachten und noch heute bringen. In einem Komplex, der seit seiner Erschaffung dazu gedacht war, dem Publikum eröffnet zu werden, sind Stücke ausgestellt, die aufgrund des begrenzten Platzangebotes nicht in der Dauerausstellung eingegliedert werden können. Ein außergewöhnliches Angebot, um hinter die Kulissen und die Organisation eines Komplexes zu schauen. Hier wird in Gruppen geordnetes Fundmaterial bis zur wissenschaftlichen Aufarbeitung aufbewahrt. Von epigraphischen Sammlungen hin zu Skulpturen, Büsten, Fragmenten, Götterhäuptern und Grabbildnissen. Vollständig eingerahmt von Regalen, die übervoll mit in Klassen geordneten Fundobjekten beladen sind, ist der zentrale Saal, wo auf dem Fußboden ein Mosaikraum fand, das aus den großen Thermen stammt. Der letzte Saal ist den heiligen Gebäuden gewidmet. Hier befinden sich die Dekorationselemente in Terrakotta von 2 Tempeln. Beide sind dem 2. Jahrhundert vor Christus zuzuschreiben und werden seitens der Archäologen als etruskisch-italisch definiert. Sie sind typisch für Zentralitalien, woher die meisten der Kolonisten nach Aquileia kamen. (3000) Infanteristen bekamen 50 Iuca di Land, die Zenturionen 100 pro Kopf zugewiesen. Eine komplette Gemeinschaft wurde hierher übersiedelt, überliefert der Historiker Titus Livius, und wartet auf das Zeichen, mit dem der Umfang der neuen Stadt markiert werden würde. Der Sulcus Primigenius, ein heiliger Ritus, bei dem die Stadtgrenzen festgelegt wurden, ist im Museum als Darstellung auf einer Marmorplatte verewigt. Jenseits der Zeiten, für immer eine Form der Erinnerung.